Za avstrijske turistične delavce ni nikoli letnih časov, ko naj bi bil en letni čas bolj, drugi pa manj ugoden za njihovo turistično gospodarstvo oziroma njihov iztržek od turizma. Skozi celo leto ponujajo gostom in turistom, ki pridejo na obisk v sosednjo Avstrijo, nekaj, kar je vredno ogleda, kar je vredno, da ostanejo nekaj dni več in kar je najbolj pomembno, potrošijo več ali manj denarja. Avstrija vedno preseneča svojo turistično ponudbo, pa naj se ustavimo na Dunaju, Salzburgu, v Innsbrucku ali pa na podeželju, na Panonski ravnici ali pa nekje več ali manj visoko v Alpah. Tokrat smo se ustavili v narodnem ali naravnem parku Grebenz, ki se razteza na zahodnem delu avstrijske Štajerske, na sami meji s Koroško, s srcem v kraju St. Lamprecht in večjim krajem Neumarktom na cesti, ki vodi z Celovca proti nekdaj znanemu dirkališču Zeltvik. Od Ljubljane je to območje oddaljeno slabi 2 uri vožnje z avtom. Park je razdeljen na 10 delov, saj se poti po njem raztezajo v dolžini 130 km in si ga je mogoče ogledati v 10 dneh z vodiči ali brez njih. Za kakšen park gre, pa je več povedal prvi človek, ki je zanj zadolžen. Grüß Gott aus dem Naturpark Zierbitzkohl-Grebenzen. Unser Naturpark liegt im Südwesten des Landes Steiermark, ganz in der Nähe der Kärntner Grenze, ungefähr 300 Kilometer nördlich von Ljubljana. Wir sind ein kleiner Naturpark auf einer Seehöhe von ca. 800 bis 2600 Meter. Der Naturpark umfasst 285 Quadratkilometer und umschließt 10 Gemeinden, 10 Urlaubsgemeinden, die ihren Gästen wandern, Bergsteigen, Radfahren, Baden im Sommer, Skifahren, Langlaufen und Naturerlebnisse das ganze Jahr über anbieten. Wir haben uns spezialisiert darauf, unseren Gästen die Natur näher zu bringen. Das heißt, wir bieten nicht einfach nur Wandern an, sondern wir erklären unseren Gästen, unseren Besuchern die Landschaft, wir erklären unseren Gästen die Natur und versuchen, unseren Gästen einfach ein bisschen mehr zu geben, mehr zu bringen, wie einfach nur die Natur als Kulisse zu verstehen. Also wir wollen unseren Gästen die Natur erklären. Wir haben in unserer Region, in dem Naturpark Zierbitzkohl-Grebenzen, neben der Natur auch eine Reihe von kulturellen Schätzen, wie beispielsweise das Stift St. Lamprecht, eines der ältesten und bedeutendsten Klöster in ganz Österreich. In diesem Stift gibt es auch ein Tagungszentrum, das heißt, wir bieten auch in der ganzen Region, vor allem aber in St. Lamprecht, Tagungen, Kongresse und so weiter an. Im Winter geht man bei uns Skifahren, geht man Langlaufen, geht man Eislaufen, im Sommer geht man Wandern, Schwimmen, Fischen und so weiter. Bei uns kann man den Urlaub buchen, natürlich im Tourismusverbandsbüro. Wir bieten unseren Gästen das ganze Jahr über täglich auch ein Veranstaltungsprogramm, täglich auch ein Animationsprogramm an. Und wir freuen uns über Gäste aus der ganzen Welt, im Speziellen aber über Gäste aus Slowenien. Ich möchte alle Gäste, alle Interessenten aus Slowenien einladen, uns zu besuchen und freue mich, wenn der Besuch stattfindet und wir allen Gästen aus Slowenien unseren Naturpark zeigen dürfen. Naša pot s kamero se je začela skozi sotesko Drachenschulz v kraju St. Marien. Gre za čudovito pot po mehki gozdni poti, v senci košatih smrek in drugih listavcev ob potoku, ki šumi z zelo pomirjajočo melodijo, ob kateri je mogoče tudi meditirati in si tako nabrati novih moči za svojo dušo.
pot pa je tudi poučna tako za otroke, kot tudi za odrasle. Razkrijejo se nam številne skrivnosti narave, ki se nam ponujajo v tem alpskem svetu. Vsekakor je hoja v spremstvu vodičke bolj zanimiva, saj nam leta razkrije, kako na primer ugotovimo, da je voda v potoku čista, kako lahko primemo koprivo, da se ne upečemo, katere rastline imajo zdravilni učinek ali ne. Prijetne hoje, še posebej poleti, je lahko konec že po slabih 2 urah, kar je odvisno od naše telesne pripravljenosti. Na vrhu, če smemo tako reči, čakata obiskovalca 2 veliki jezerci. V enem je ribnik, namenjen samo ribolovu, v drugem pa se je mogoče na višini dobrih 900 metrov mogoče okopati. Za nameček pa je ob jezeru tudi zelo lepo gostišče, kjer so glavne jedi ribe. Za presenečenje in za sladkosnedje pa poskrbijo z ogromnimi sladolednimi presenečenji. Cene, verjeli ali ne, na slovenskem povprečju gostili. Sprejme pa vas tale prijazna gospa, duša in srce družine Kolbej, ki ima v svojih rokah skrb za obiskovalce. Grüß Gott in der wunderschönen Steiermark. Sie befinden sich da in Zoltschech im Naturpark Krevenzen. Wir führen einen Familienbetrieb, das Gasthaus Fischerwirt. Das ist ein Gasthaus, also wir bieten auch Essen und auch Quartier an. Wir haben 5 Apartments, 3 kleine Apartments mit je 55 Quadratmeter und 2 große mit je 65 Quadratmeter. Wir haben auch eine schöne Wellnessoase mit über 100 Quadratmeter, einen Kinderraum, Solarium. Ja, wir haben uns spezialisiert auf die Fischerei, Sportfischen, Catch and Release. Das heißt, die Fische werden gefangen, die sind alle überdimensional groß und werden dann auch wieder zurückgesetzt in den Teich. Wir verbinden das jetzt auch mittlerweile ganz gut mit den Familien. Das sprich, der Fischer geht fischen und die Kinder und die Frau gehen wandern und schwimmen und finden auch so gute Unterhaltung. Unsere Hauptsaison ist Sommer, also Juli, August ist die stärkste Zeit. Durch die Fischerei haben wir aber eine lange Saison, also von Anfang April bis Allerheiligen, also bis 1. November, durch diese Sportfischerei. Weiters können Sie Kontakt aufnehmen über E-Mail, Telefon, Brief, wir nehmen alles an. Hauptsache Sie kommen. Nedaleč od te lokacije, še malce više v hribu, pa je sredi travnikov izvir potoka Cavt-Zahar, ki izhaja še iz časov ledene dobe. Iz nederi zemlje priteče na površino vsako sekundo okoli 120 litrov vode. Izvir pozimi nikoli ne zamrzne, poleti pa je voda prijetno hladna in seveda pitna. Zato se popotniki radi ustavijo ob tem izviru, osvežijo in nadaljujejo pot po parku. V Neumarktu so pred leti postavili zelo zanimiv park, Naturles park, kjer z naravnimi elementi, prevladujeta les in kamen, predstavljajo miselne in sprostitvene točke povezane z verovanji starih ljudstev. Ob strokovni razlagi dobi park tudi pravo vsebino. Ogleda je vreden tudi benediktanski samostan v St. Lambrechtu, sa svojo zgodovino in še vedno zanimivim današnjim utripom. Zakaj, nam je razkril pater Gerwin Romirer. Wir sind hier im Prälatensaal des Stiftes St. Lambrecht, ein Benediktinerkloster in der Steiermark. Und dieser Saal wird auch bei Führungen gezeigt, die besucht werden können mit einem umfangreichen Stiftsmuseum. In den Monaten von Mai bis Oktober 2-mal am Tag, aber für Gruppen natürlich auch außerhalb dieser Zeit. Wir haben auch Seminare im Haus und Möglichkeiten für Gruppen, dass sie hier ein Seminar abhalten, auch bei uns wohnen. Wir auch für Einzelgäste sind wir bereit, dass sie unser Leben ein wenig teilen, unser klösterliches Leben. Seit einigen Jahren gibt es auch im Stiftsgarten ein Sozialprojekt, das diesen 3,5 Hektar großen Garten betreut und auch Produkte erzeugt, hauptsächlich aus dem Kräuterbereich. Und der Garten wird im Zuge dieses Projekts auch gestaltet und lädt zum Verweilen ein. Erzeugen selber einige Produkte und in Kombination auch mit Partnern, zum Beispiel eben Tees und Liköre und verschiedene Kräuterprodukte aus dem Stiftsgarten. Es gibt bei uns auch große Jagdreviere, deswegen kann man bei uns auch Wildfleisch, Hirsch, Schinken,
Rehwürste und so weiter einkaufen. Wir haben auch kleine Weingärten in der Nähe von Slowenien, an der steirischen Grenze zu Slowenien. Und dort wird auch ein Stiftswein erzeugt, der bei uns zu haben ist, und verschiedene kleinere Produkte. O kulinariki smo že govorili. Mi vam bomo postregli še z dvema krajama, kjer se da odlično jesti, in to domačo, krajevno hrano, pa poslušati izvirno glasbo. Prvi kraj je gostišče Puig Moar, kjer lahko prisluhnete prijetnim zvokom, ki se izvablja iz inštrumenta, ki na prvi pogled spominja na davne čase, ko še ni bilo pralnega stroja. Če pa ste ljubitelj ovčjih specialitet, pa se boste ustavili za kosilo v kraju Mulhen v gostilni Goslar. V prihajajočih dopustniških dneh vam ne bo žal, če se boste napotili na ta del avstrijske Štajerske.